ja, irgendetwas formt uns immer und Gewohnheiten haben wir alle. Die Frage ist einfach, sind wir die uns bewusst? Und wenn man vielleicht einmal so durchgeht durch seinen Alltag und sich überlegt, hey, wo fließt denn meine Zeit an? Was mache ich dann? Dann fallen dann schon schnell Sachen auf, die immer Platz haben im Alltag. Wir sind ja vor ein paar Tagen eingestiegen in so eine Miniserie zum Thema, wie können wir unser Leben ein bisschen entschleunigen. Mit dem Matthias Stauder, der uns da entführt in die Welt von Bruder Klaus, Flüeli Ranft. Da haben wir schon mal wirklich viel Spannendes kennengelernt. Und heute gehen wir gerade noch ein bisschen weiter in diesem gleichen Thema und versuchen irgendwie Themen von Ruhe bekommen im Alltag, wo manchmal so Hektik ist und viele verschiedene Themen miteinander jonglieren sind. Wie macht man das und wie machen das ganz konkret die beiden oder zwei von der Gemeindeleitung von der GVC Winterthur, die jetzt hier Platz genommen haben bereits. Ich freue mich sehr, Reto Lussi, Dani Weber, dass wir da bei euch dürfen sein. So da muss ich sagen, wir haben da einen wunderbaren Platz gefunden. Willkommen bei uns im LiveNet Talk. Danke vielmals. Ich bin sehr gespannt, noch ein bisschen mehr zu erfahren, wie ihr eben das macht. Bei dir weiss ich schon ein bisschen, Reto, wir haben zusammen Ferien gemacht, den Herbst, oder, in Griechenland. Ja. Und lustigerweise, mein Buch ist gesehen, das von John Mark Comer, wo es darum geht, Leben, Lehren vom Meister, also wirklich in die Ruhe eben zu kommen, mal einfach zu sein bei Jesus. Und was das so heisst, Lernende sein, beim Rabbi, oder? Ja. Und du hast in deiner Predigt, du hast ja ganz Menge gehabt in diesen Ferien am Meer, aber in der einen ist wirklich gerade das auch gekommen, wo du auch viel Inspiration daraus nimmst, gell? Ja, sehr. Das Thema, das dich sicher sehr beschäftigt, oder? Ja, also ich glaube, uns alle beschäftigt das Thema aktuell sehr. Es dunkelt mich so nach der Phase, wo durch die Covid-Pandemie mal kurz das Tempo aus dem Leben rausgenommen worden ist. Vielleicht ist es einem stärker bewusst worden, vielleicht hat es nochmal zugenommen, merke ich im persönlichen Leben, aber auch im Gespräch mit vielen Leuten, dass unser Lebenstempo doch sehr schnell ist, sehr viel passiert, die Leute sehr beschäftigt auch sind und dass da drin manchmal mega schwierig ist, den Glauben überhaupt noch zu leben, im Alltag rein. Auch gerade so ein Gespräch von Leuten in den Kleingruppen rein, wenn man austauscht, wie einem das gelingt, merken, hey, das sind richtige Herausforderungen, die vielleicht jetzt in der aktuellen Zeit ganz besonders da sind. Ich denke da an die modernen Kommunikationsmittel, Social Media, das Handy, das dauernd dabei ist, überall ist man verfügbar. Vielleicht auch mit dem Zug unterwegs. Ich finde, das ist immer so der Moment, wo man sieht, jeder ist da seine Bubble mit seinem Gerät. Ja, so viel sagen, wie das gibt, so viele eben coole Sachen, die man da mitbekommt, verbunden sein mit lieben Menschen, so viele Herausforderungen bringt es ins Leben hinein. Und das ist schon das Thema, das sehr aktuell ist. Also, wie lebe ich den Glauben inmitten von dem vielen, was sonst noch da im Alltag so läuft? Und jetzt seid ihr eben Pastoren in der Stadt Winterthur, oder, wo das Leben auch pulsiert, wo gerne, oder auch, man gerne hat, zum Betonen, es gibt ja nicht nur Zürich, es das ist schon sehr wichtig. Sehr wichtig. Gell, Dani? Da, genau, kommen wir gerade sofort natürlich in Fahrt, und bei dem, wenn ich so komme. Und dann umso mehr, aber das sind auch eure Leute, die hier reinkommen, oder, die komplett in dieser Lebenswelt sind, von alles Mögliche, was aufs Abend prasselt. Ja, genau. Ja, und ich denke, es fängt noch vorher an. Auch wir sind ja Teil von dieser Welt und eben erleben das sicher auch selber, auch gerade in dieser Zeit, wo man vielleicht gemerkt hat, Covid hat etwas verändert. Gleichzeitig jetzt gerade für uns als Gestaltende von einer Kirche ist es eine strenge Zeit gewesen. Man hat sich extrem auf vieles neu einstellen. Und ich glaube, dort hat es auch in erster Linie auch uns angesprochen, zu merken, wir sind ja irgendwie auch betroffen von dem. Eben, wir leben auch mit unseren Handys, modernen Technologien. Wie gehst du mit dem um? Ja, und dann auch, wie leitest du Leute in dem hinein? Man kann ja nur das irgendwie auch weitergeben, wo man selber in sich trägt oder wo man eben irgendwie auch selber angekommen ist. Und sonst wird es irgendwo auch schwierig und dünn, ja. Wie ist das bei euch so mit dem Ankommen? Wie probiert ihr das eben wie heilig zu behalten, vielleicht gewisse Momente? Also für mich ist sicher so die Frage auch gewesen, gerade in den letzten Jahren mit Familie und Kirche, das alles unter einen Hut zu bringen. Einerseits haben wir den professionellen Aspekt von unserer Gottesbeziehung. Also wir produzieren Inhalt, versuchen Menschen zu inspirieren, ihnen etwas weiterzugeben und dort drin auch einen Bereich zu behalten, der irgendwie
einfach die persönliche Gottesbeziehung Raum hat. Das ist eine Herausforderung. Dann hat man aber auch eben Familie. Wir haben jetzt kleine Kinder. Das heisst, am Morgen früh musst du noch früher aufstehen, wenn du die Zeit dann willst. Und das irgendwie zu integrieren. Ich bin persönlich sehr mit fixeren so Tagzeitengebet heimisch geworden in den letzten 2-3 Jahren. Zu merken, das gibt mir die Möglichkeit, punktuell Raum rauszunehmen. Nicht extrem lang, aber wo ich versuche, zur Ruhe zu kommen und in die Verbindung, bewusste Verbindung mit Gott einzutreten. Und das ist jetzt so ein Ansatz, der mir gut tut. Das ist vor allem am Morgen und am Abend. Teilweise versuche ich es untertags mal einzubauen. Klingt mir manchmal besser, manchmal weniger. Ja. Und in deinem Fall, Reto? Hey, ich glaube, es hat wie überschneidende Anteile, wo wir gemerkt haben, ein bisschen voneinander gelernt haben. Und dann können sie sagen, das machst du so, das ist mega cool. Ich finde, da gibt es auch coole, eben dann, um jetzt eine positive Seite von der technischen Hilfsmittel für zu sehen, also Apps, die einem ja auch leiten da drin. Und ich habe gemerkt, das gibt einfach schon mal eine coole Struktur. Und was ich auch gerne habe, sind einfach so Räume finden, wo man vielleicht so Mini-Sabbat machen kann. Wir haben mal so eine Predigt über Sabbat und gemerkt, natürlich der wöchentliche Sabbat, also die Ruhezeit, wo Gott auch gesagt hat, hey, einen Tag in der Woche rauszunehmen, mega wertvoll. Und dann vielleicht aber im Alltag rein, wenn das nur 2-3 Minuten sind, mal eben nicht mit dem Handy aufs WC gehen zum Beispiel, oder mal kurz bevor man halt mit angeht, einsteigt, so einen kurzen Moment noch einbauen. Ich kann jetzt auf dem Arbeitsweg, wo ich allein unterwegs bin, das auch noch gut machen. Einfach kurz meine Gedanken annehmen. Ich finde, das hilft mir sehr. Auch so eben das Bewusstsein für die kleinen Momente, um in Verbindung zu gehen mit Gott. Ja, absolut. Also du hast ja da dann in dieser Predigt, da ist mir geblieben, habe ich mir rausgeschrieben, so ein bisschen darüber geredet, dass man eben auch Gewohnheiten, Bahnen kann legen kann. Genau. So das komplizierte Wort Neuroplastizität, oder? Wo auch eben der Kommer in seinem Buch auch darüber schreibt. Ja. Also ein nicht ausgerichteter Geist neigt zum Chaos und dass wir dort hier eben, schon auch aktiv müssen etwas unternehmen dazu. Ja. Genau. Ja, ich glaube, das ist eine Grundwahrheit, die man ja dann schnell merkt. Also von nichts passiert irgendwie selten etwas Gestaltetes. Und in seinem Buch finde ich auch noch schön, er sagt, ja, irgendetwas formt uns immer und Gewohnheiten haben wir alle. Die Frage ist einfach, sind wir die uns bewusst? Und wenn man vielleicht einmal so durchgeht durch seinen Alltag und sich überlegt, hey, wo fließt denn meine Zeit an? Was mache ich dann? Dann fallen dann schon schnell Sachen auf, die immer Platz haben im Alltag und die ja gleich auch abfärben, oder? Also ich sage jetzt, wenn ich mich mit den News auseinandersetze, was ich lese, was ich schaue, mit wem ich sich zu tun habe, das sind alles Einflüsse. Und das hat mir dann irgendwie auch noch eingeleuchtet, zu sagen, ja, also was ist es denn? Also was für Gewohnheiten habe ich? Und der zweite Schritt dann, ja, und zu was für einem Mensch werde ich, wenn ich das so weitermache. Und das ist so ein bisschen ein Schlüssel, um dann vielleicht zu sagen, ja, und wo will ich auch anfangen, Neues eintrainieren. Und wie so oft wissen wir alle bei den Gewohnheiten, es braucht auch einen langen Schnuff und viel Geduld und Verbarmen mit sich selber, zu sagen, ja, also von heute auf morgen ändern sich Gewohnheiten nicht. Aber es ist möglich. Ja. Finde ich noch ein tolles Bild, wo auch der John Mark Comer verwendet, das vom Marathonlauf. Ich glaube, manche von uns würden gerne den Marathon rennen. Aber das machst du einfach nicht mit der Entscheidung allein. Zu sagen, ja, mal, das will ich auch noch. Ein bisschen mehr Mühe jetzt. Ich gebe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe, ich strenge mich ein bisschen mehr an, dann geht es schon. Sondern nur durch eine lange Vorbereitung und ein tägliches Trainieren und einen Aufbau. Und da drin, denke ich, lieb viel, dass man sich eben überlegt, wie kann man das in seinen Alltag integrieren. Ja, das Training, irgendwie sich das auch anzugewöhnen. Ja. Für mich heisst das auch zum Beispiel, ich bin ein bisschen schockiert über mich selber zu merken, ja, wie gehetzt ich in Film bin. Das fängt an bei der Art und Weise, wie mein Arbeitsalltag geplant ist. Eine Sitzung jagt die andere. Und sich dort zum Beispiel bewusst zu schauen, hey, eine Viertelstunde dazwischen muss einfach Platz sein. Sonst, es geht nicht. Ja. Und es ist auch gut, um dort zur Ruhe zu kommen. Und dann zuerst mal feststellen, wie schwer das einem fällt, das so zu machen. Dann denkt man, jetzt könnte ich ja noch 3 Mails erledigen. Vielleicht einfach mal ein bisschen tiefer durchschnaufen. Und da habe ich schon viel auch anschauen, lernen, merken, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen anders. Und dann das versuchen umzusetzen. Ja, und auch zu regulieren nachher, oder? Jetzt wären immer noch viele Erwartungen, die einfach da sind. Und irgendwo muss ich die jetzt parkieren oder zum Schweigen zu bringen, oder? In diesem Moment. Ja. Das ist eine Herausforderung, ja. Definitiv. Ja. Die Ansprüche, die einem gestellt werden, die irgendwie eine gute Balance zu bringen. Es gibt auch berechtigte Ansprüche. Es gibt auch Zeiten, wo man muss können gehen, aber dann auch zu merken, ja, ich kann wahrscheinlich den Menschen mehr dienen, wenn ich aus der Fülle raus geben kann, als wenn man einfach durchhetzt und überall das Gefühl hat, man muss auch noch, man sollte auch noch. Ja.
Ein Zitat, das mir auch geblieben ist jetzt nicht von ihm direkt. Das ist übrigens das Buch, das wir darüber reden. Auch eines von denen, die mehrere schon geschrieben zu dieser ganzen Thematik. Und zitiert der Dallas Willard, der eben auch sagt, du musst die Hektik aus dem Alltag verbannen, radikal. Oder? Und eben das ist das, was du jetzt vor allem mal gesagt hast. Ja, genau. Und ich finde, da gibt es viele Trainingsmöglichkeiten, wo ich auch selber gemerkt habe, ich bin schlecht drin. Heutzutage Self-Checkout an der Kasse. Man sucht ja immer den schnellsten Weg. Wenn du am Posten bist, haltest du es mal aus, stehst mal hinten an. Du kannst sie trainieren, mal 5 Minuten warten, den Leuten zuschauen, dich in der Mikrokasse hinten anstellen. Oder beim Auto, wo du fährst, wo schaust, welche Spur kann ich noch wechseln, 3-mal hin und her. Oder sage du, jetzt bleibe ich mal da, bis es da grün wird. Und ja, ich merke, das fordert mich persönlich sehr raus, mit meinem Speed, den ich in meinem Leben habe. Aber es hilft mir, um das so ganzheitlich zu verinnerlichen und zu sagen, ich will ein bisschen langsamer durchs Zeug gehen. Ja. Genau. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und jetzt ist ja am Schluss eines der Ziele, da haben wir auch schon ein bisschen darüber gehabt, vorher, natürlich für euch als Pastor, ja, die Leute, die das probieren zu führen, da, also ich meine, in eine mündige Nachfolge, so als Schlagwort, oder? Ja. Der TO helfen, zu begleiten, das ist besser formuliert wahrscheinlich. Was sind dort so eure Ansätze, wo ihr jetzt merkt, mal, das fruchtet irgendwie und das schätzen die Leute? Ja, ich glaube, es ist immer eine Kombination. Ich habe es noch schön gefunden, im einen Buch hat es so einen Check mal gehabt, wie hoch dein Lebenstempo ist, mit so ein paar Fragen. Und ich glaube, der erste Punkt ist ja immer irgendwie die Themen zu zeigen, wo das die landen im Alltag. Also wo betrifft mich das? Und das ist so ein Ansatz, den wir probieren. Also auch in den Predigten, im Unterwegssein mit den Leuten, ja, versuchen zu helfen, zu sehen, ja, also wo ist das, wie erlebe ich das? Dann bei mir sind davon überzeugt, dass die Lehre auch, dass man in der Bibel und bei Jesus ganz viele gute Impulse findet, um sein Leben eben können orientieren und um auch im Leben Weichen zu stellen. Und halt auch in dieser Predigt, die du angesprochen hast, ja davon geredet, Jesus hat auch ein Gebetsleben gehabt und sind eigentlich die Sachen, die einem dann auffallen. Ja, Jesus hat ja das auch gemacht, hat sich zurückgezogen, er hat gesagt, viel hat er sich zurückgezogen, ist in die Einsamkeit gegangen. Oder eine Szene, bevor er dann die Jünger berufen hat und eigentlich die wichtige Entscheidung getroffen hat, heisst auch, dass er sich zurückgezogen hat und gebetet hat. Und das ist dann so ein zweiter Teil. Also zuerst, wo trifft das Leben der Leute? Was können wir lernen darüber aus der Bibel heraus? Das ist sicher für uns sehr wichtig. Und dann natürlich, und wie kann ich das jetzt im Alltag anfangen anwenden? Und ich glaube, dort ist es uns mega wichtig, nicht mit fest fixen Schemen, wo man dann sagt, man muss halt einfach da, zack, ein bisschen da und ein bisschen da, sondern Gedankenanstöße den Leuten weitergeben, was sie selber können überlegen, hey, wo stehe ich, wo trifft es mich und was könnte ich jetzt tun an dem Ort, wo ich bin. Was man vielleicht da noch anfügen kann, ist, das ist ja ein bisschen ein Paradox. Nachfolge ist ja Dynamik. Das ist etwas, das ja sich bewegt. Also, wo Jesus die Jünger berufen hat, hat er nicht gesagt, kommen und sind jetzt einfach mal ein bisschen, sondern gesagt, kommen mit, folgen mir nach. Also da ist ein Tempo drin. Und gleichzeitig kann das auch zu einem christlichen Stress werden. Zu einem, jetzt muss ich noch mehr, genau auch mit diesen Gottesbeziehungspflege, oder? Jetzt die stille Zeit, die solltest du auch noch und das und das und das solltest du auch noch. Und dort drin zu entdecken, wo gibt es da auch Wege, die wirklich einem selber gut tun, wo es nicht einfach eine religiöse Pflicht wird, sondern ein tiefes Ankommen bei Gott, aus der Quelle schöpfen und so ein bisschen Ankommen unterwegs. Es spielt wie zusammen, oder? Also Nachfolge bleibt wohl Bewegung und Dynamik. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie das Leben einfach runterzufahren und abzustellen. Aber Ansätze zu finden, wo man wirklich zur Ruhe kommt, bei Gott sein, bei ihm ankommen und dann aber auch wieder, und das ist auch Nachfolge, in die Dynamik gehen, gesendet sein, Menschen begegnen, Salz und Licht sein für die Welt. Und das versuchen wir sicher auch ein bisschen in der Balance zu heben, auch in der Vermittlung von diesen Themen und Ansätze zu finden, die den Menschen, die in der heutigen Zeit leben, irgendwo könnten Halt geben. Eben, wie kannst du eine stille Zeit, wenn man sie so Land auf, Land ab genannt hat, in deinen Alltag integrieren und wie kann die auch zu einer lebendigen Zeit werden?
Ja. Und wie kann es eben vielleicht so werden, wie er zum Beispiel so wunderbar beschreibt, dass einfach du mal zu Jesus kommst, er selber ist der Gewinn in diesem Moment. Ganz genau. Und einfach weisst, hey, und jetzt kann ich mich von ihm anschauen und lieben, ohne dass ich jetzt schon 3, 4, weiss nicht, wieder Aufgaben erfassen oder 3, 4 Kapitel muss gelesen haben in der Bibel und er ist der gut. Genau. Das ist, das ist wohltuend. Ja, das ist wohltuend. So. Ja. Darum ist wahrscheinlich schon, also der Comer, also ich habe den so manchmal angetroffen in den letzten Monaten, also ich habe das Gefühl, natürlich, wir gehen auch schnell, wir sollten eigentlich nicht nur über ein anderes Buch reden, logisch, erstens könnte man Johannes 15,4 nehmen, oder? Bleiben die mehr, die Bilder, die du hast gesagt hast, die viel von der Bibel herkommen. Ja, genau. Aber trotzdem ist es irgendwo, da irgendetwas tüpft, glaube ich, das in unsere Zeit redet, oder? Ich glaube, er ist ein Übersetzer auch in die heutige Zeit von eben Dallas Willard, den du schon angesprochen hast, wo ja die Themen auch schon bedient haben. Aber ich denke, er trifft die Sprache von unserer Generation und so ein bisschen denen um uns herum und auch von der Generation, die geprägt ist von dieser doch auch rasant wandelnden Gesellschaft. Und gleichzeitig greift er ja ganz alte Traditionen auf, auch aus der katholischen Kirche, aus den Orden. Und ich finde das auch noch schön. Es ist nicht einfach ein neuer, es ist auch nicht einfach John Mark Comer, sondern es geht auch um nach Schätzgraben, wo eigentlich unser Glaube, unsere Tradition schon jahrelang mit sich bringt. Ja, genau, unbedingt. Das ist gut. Ich denke, das gefällt mir gut an dem, ja. Ja, mir auch. Übrigens, apropos unsere Generation, wir haben ja nur so am Rand gemerkt, wir sind alles Jahrgang 83. Ja. Ganz genau, ja. Herren da, also wirklich. Und ich mit meinem Geburtsdatum der älteste, oder? Ja. Februar, Ja. Genau. Dann kommst Dann wäre ich dran, Ja. genau, im Juli. Das ist der Jüngste. Ja, das ist es so. Das Nisthäkchen. Aber schon die ältesten Kinder daheim, oder? Ja, Erwachsen. Ja, das eine Kind ist ja schon erwachsen jetzt von mir. Ja, genau. Also, wir haben da relativ früh schon Kinder gehabt. Ja, genau. So, genau ist das. Wir haben die Geschichte geschrieben. Also etwas, was ich noch ganz herrlich gefunden habe auch, und als ich das in Griechenland eben da am Pool gelesen habe oder am Meer, ist gesehen, was er sagt auch zum Thema Evangelisation. Eben, du hast gesagt, das heisst nicht untätig sein und nur noch im Sofa hängen und einfach mich anschauen und lieben von Jesus, sondern es geht dann schon auch jetzt, wie praktisch eben practicing the way, vorwärts gehen. Was heisst das jetzt? Jünger sein, Nachfolger, Lehrer, Azubi von diesem Jesus sein. Und dort ist ein Punkt, der mich super gedacht hat, dass er Gastfreundschaft unglaublich betont. Also das heisst nicht, jeder muss jetzt sofort auf die Straße gehen, oder einen Flyer verteilen und einladen für den nächsten Weihnachtsmusical oder was. Also sieht er vorher schon gut. Ja. Unbedingt machen, ja. Unbedingt machen. Ja, aber dass ich etwas Falsches Nein, weiss nicht, was ihr genau geplant habt. Weihnachtsmusical und Weihnachtsgottesdienste haben wir auch geplant. Habt ihr auch? Habt ihr GVC? Natürlich. Sicher sogar. Genau. Also das ist auch so gut, Ja, aber auch, unbedingt. dass er sagt, hey, einfach mal den Nachbar einladen ganz und genau. Gastfreundschaft. Ja. Und dort hier passiert viel bei den Mahlzeiten. Ja, ich denke, wir sind ja irgendwie eben berufen, zum Salz und Licht zu sein für die Welt. Wir als Menschen. Und wo geschieht das? Dort, wo wir Leben teilen mit Menschen. Das finde ich auch einen wunderschönen Aspekt. Da sind die einen natürlich dann auch besonders begabt drin, eben jetzt Gastfreundschaft zu leben. Aber das kann ja eben auch sein. Einfach offenes Ohr haben in der Nachbarschaft, miteinander Austausch. Das ist wirklich, das gefällt mir auch, dem Ansatz von diesen verschiedenen geistlichen Gewohnheiten, dass es irgendwo eine ganzheitliche Erfahrung wird. Das finde ich besonders herausstechend. Ja. Genau. Sie haben mir hier eine Seite rausgeschrieben, 162, also wo er sagt, oder schreibt, es sei der Weg, den Jesus vorgelebt hat, sein Weg. Es gibt keinen besseren Ort, um jemanden kennenzulernen, als bei einer Mahlzeit. Keinen besseren Ort, um in Liebe zu diskutieren oder auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Und wenn es ein bisschen reflektiert, das stimmt. Das macht immer ganz viel Entscheidendes aus, wenn Menschen sich begegnen. Und das mal bei der Mahlzeit ist. Also das habe ich mir einfach auch noch so in die Ohren geschrieben und gesagt, ja, hey, genau, das will ich auch noch mehr leben, einfach. Die offene Tür. Ja, und einfach auch, dass es geht um den Menschen steht schlussendlich und Menschen zu begegnen und das eben auch anderen vom Glauben zu erzählen oder das zu teilen, nicht zu so einem Task wird, wo man dann irgendwie muss abhökeln oder irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich irgendwie das Soll erfüllen, dass ich dann am Schluss das Bravo bekomme, sondern irgendwo Menschen zu begegnen, dem Gegenüber zu begegnen, sie wahrzunehmen, so wie es Jesus gemacht hat. Er hat Zeit gehabt für die Menschen mit unterschiedlichster Herkunft, mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten
Und das finde ich sehr einen schönen Ansatz. Ja. Hey, ja, sehr spannend gewesen, jetzt mal ein bisschen dort hier reinzuschauen, wie ihr das so erlebt und versucht in eurem Leben zu praktizieren. Und wenn ich euch natürlich jetzt hier vis-à-vis habe, Reto, Dani, möchte mich auch noch ein bisschen erkundigen, was habt ihr eigentlich so für eine Phase bei euch in der GVC Winterthur? Wie ist so das 2024 gelaufen für euch, Reto? Hey, es war ein schönes Jahr gewesen. Ich denke, es hat ein paar strenge Jahre hinter uns gehabt, wo wir gemerkt haben, grosse Themen, die die Gesellschaft bewegt haben, die die Menschen in der Kirche bewegt haben. Und das haben wir sicher auch gespürt bei uns. Und so für mich ist schon das Jahr eins, wo der Aufschwung wieder spürbar ist auf allen Ebenen. Ich habe das Gefühl, in den direkten Kontakt mit den Leuten spürt man wieder ja, Motivation, Energie, ein bisschen Freiraum zum Führen schauen, zum wieder überlegen, was man noch könnte, in welche Richtung das könnte gehen. Wir haben das Gefühl, auch in unseren Gottesdiensten spüren wir so einen Aufschwung, wo ja doch irgendein Interesse ist da, gute Atmosphäre. Und das macht einfach Freude. Ja, also für uns ist es ein Jahr schon, würde ich sagen, nach Konsolidierung und vielleicht auch ein paar herausfordernde Saisons wieder jetzt so den Blick nach vorne können zu richten. Ja, schön. Sehr Schön. Ja, einmal auch der Joel Vögeli vom ICF Zürich in einem Talk gehabt, der hat gesagt, Herr Merko, bei den Jungen gehen etwas ganz Neues ab. Also es ist sehr viel wieder so, ja, etwas am Aufbrechen, frisch und so, Hunger und so weiter. Würdet ihr das so sagen? Hey, das ist jetzt vielleicht eine spezifische Wahrnehmung von Ihnen. Ich würde sagen, bei uns ist das nicht jetzt auf diese Gruppe spezifisch kann ja auch unterschiedlich sein, ja klar. zu deuten. Es ist mehr so das Gesamtgefühl in der Kirche, eben nach einer Zeit, die sicher für uns schon auch herausfordernd war. Die Pandemie, eben, wir wollen eigentlich nicht mehr zu viel darüber reden, ja, klar. aber wo man schon merkt, ja, irgendwie, es ist wieder, die Morgenluft ist da. Und wir haben das sicher auch versucht zu unterstützen und zu betonen. Wir arbeiten immer mit so Jahresschwerpunkten, Themen, wo wir versuchen, die Leute wie so ein bisschen auf eine Reise mitzunehmen. Und die heisst das Jahr Abenteuer des Glaubens, jetzt noch für einen Monat, ein bisschen mehr. Ja. Und haben eigentlich genau auch das wollen sagen, Jesus-Nachfolge ist ein Abenteuer. Und Abenteuer hat all die Seiten drin von, also mal grundsätzlich, da freut man sich irgendwie drauf. Das ist ein spannungsvolles Erwarten. Aber auch natürlich ein bisschen eine Challenge, oder? Also ein Abenteuer kann auch, geht durch Aufs und Abs und durch Täler und durch Höchst. Und ja, es ist ihnen schön, wie das Jahr auch ein bisschen zu dem geworden ist für viele, wo wir aber vor allem wollen sagen, hey, brich auf in ein Abenteuer. Ein Abenteuer mit Gott. Wir sagen immer, mit Gott ist immer ein nächster Schritt möglich in deinem Leben. Und das, denke ich, wird irgendwo spürbar in dem Leben der Menschen. Das ist auch das, was wir so hören. Ja. Ja, und sicher jetzt über die Themen, die wir vorher geschwätzt haben, die merken wir, die landen ja bei uns auch. Das betrifft Leute in unserer Kirche. Und das hat dann auch Freude gemacht, ihnen zu merken, ja, ich glaube, da sind wir so gemeinsam eben auch unterwegs, entdecken da und dort neues Land. Ja. Und das ist schon so ein schönes Jahr, wenn man so zurückschaut. Ja. Und das Motto vom nächsten Jahr? Das wird eben immer. Wird Anfangsjahr am Jahresvisionsgottesdienst gelüftet. Ist gut, ich habe schon gedacht. Ich kenne es ein bisschen, wie das läuft meistens mit den Teams. Es ist wirklich schön, das hat sich so zu einer Tradition entwickelt in den letzten Jahren. Und für die Kirche, die freuen sich, die kommen dann auch zahlreich so an den Gottesdienst. Und ja, lassen sich wie auch mitnehmen auf eine Reise. Ja, wir freuen uns sehr. Aber das finde ich, ja, das Abenteuerleben finde ich ganz cool. Wir haben ja ein Jahr bei LiveNet jetzt zum Leuenmut und so ein bisschen das rausstehen, Kutzbe haben und so. Ich glaube, das klingt da mal etwas von dem auch wie ein bisschen an, wo ich denke, ja, es ist eben wichtig, dass es ein Abenteuer bleibt. Und dadurch ist übrigens, wenn wir jetzt noch zum Abschluss noch mal zu ihm zurückkommen, ist er auch sehr klar, das habe ich mir rausgeschrieben, Seite 293, wo er über das schreibt, eben, du wirst geformt, hast ja du, Reto, schon gesagt, entweder in eine Seele, die in Schönheit erstrahlt, wenn du eben dran bist und vorwärts in dem gehst, oder zu einer, die durch Sünde verunstaltet ist. Also hast du nicht nur... Das ist direkt, hä? Hast du auch, also es ist schon noch auch direkt und klar, oder? Dass nicht jetzt noch das Gefühl hast, eben, es ist nur, ich lese so ein Buch und dann bin ich einfach im Sonnenlein, im Schönen. Ja, das tut mir so, ganz genau, Weichspieler ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Es tönt ja ein bisschen so, eben, jetzt kommen wir da eben zur Ruhe und das tut mir gar nicht. Ich glaube vielmehr, dass gerade in dem Moment, wo wir uns dem aussetzen, dieser Begegnung mit Gott, eben oft ja auch Sachen können führen können, vielleicht auch erst mal Raum finden, die in einem christlichen Aktivismus auch überspielt werden, übertun werden. Und das aushalten, dort hinschauen, dort Gott daran wirken lassen. Ich glaube, dann werden dann noch mal ein paar Sachen ausgeräumt. Dann wird man mit sich selber konfrontiert, mit den Seiten, die man vielleicht nicht so gerne sieht.
Und das ist wirklich eine Ermutigung, wo wir versuchen, unseren Leuten zu geben, zu sagen, macht das lohnt sich, auch wenn man dafür ein bisschen Speed mal rausnimmt, eine Tätigkeit zurückstuft. Nachfolge ist ganzheitlich. Es ist eben nicht nur aktiv sein, Bibel lesen, sondern auch Gemeinschaft auf sich wirken lassen, gute Gespräche führen, sich Spiegel ansetzen lassen. Da finde ich einen super Punkt und ganz wichtig, das zu betonen. Ja. Es ist nicht nur Weichspüler. Nein, also. Aber jetzt wirklich, wir haben viel ein Werbespot gemacht, aber mit gutem Gewissen, wirklich mit Darf. Das ist eine Leseempfehlung, Leben vom Meister lernen, John Mark Comer. Oder das erste ist ja darum gegangen, wegen dem Entschleunigen. Ja, das Ende der Rastlosigkeit. Das Ende der Rastlosigkeit, wo dir auch mega eingefahren ist. Gell, super Buch, zum Start in das Thema. Ja. Das ist dann bei mir noch auf einer Liste, die ich dann noch einmal nachholen. Hey, danke vielmals für euer Interesse. Danke euch zwei, dass wir hier sein dürfen. Und wir werden dann noch eine Fortsetzung im neuen Jahr machen und ein bisschen darüber reden, wie sieht es eigentlich so aus, punkto Struktur, Leitung, was habt ihr dort so für neue Richtungen eingeschlagen, neue auch so Bahnen sozusagen, wie definiert für euch, wie ihr das hier macht. Wirklich etwas, wo man auch, glaub, sehr viel kann lernen und sich inspirieren kann, was GVC Winterthur hier vor Ort eben lebt und auch vorlebt in einem gewissen Sinn. Also, Fortsetzung folgt. Danke für euer Interesse und bis gleich. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.